Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Saison in F1 2021 in der Coop-Season. So, jetzt, der Satzbau hat wieder gar keinen Sinn gemacht, aber egal. Ja, wir sind wieder zurück mit einer weiteren Saison. Ich bin Aston, ich bin bei McLaren ja rausgeschossen worden, falls ihr es nicht gesehen habt. Der G to the Schäuber, der Schubs ist weiterhin Ferrara. Und er ist auch aktuell das Top-Team. Ich bin Mittelfeld. Ja, mal schauen, was geht. Ja, was ist geändert worden? Gross nichts eigentlich, muss man sagen. Also, das Auto an sich ist immer das gleiche wie letztes Jahr. Also, da kann man darauf weiter aufbauen oder weiterentwickeln. Fahrerwechsel hat es ein bisschen etwas gegeben. Und zwar bin ich ja eben zu Aston gekommen. Der Guang Yu Zhou ist von der Formel 2 ist zu McLaren gekommen und der Vettel hat retired. Der fährt nicht mehr mit. Und das war eigentlich schon gewesen. Der Rest ist eigentlich, glaube ich, immer noch gleich, oder? Sonst hat sich nichts geändert, wenn ich es richtig sehe. Es sind alle Fahrer immer noch bei den gleichen Teams, genau. Ja, also von dem her ist das eigentlich soweit auch schon mal abgehökelt. Was will wir noch erwähnen? Wir machen jetzt um eine 10 Rennen-Saison, also nicht mehr 16. Wir haben jetzt zweimal 16 Rennen gemacht pro Saison, jetzt machen wir nur noch 10. Ja, der Grund ist halt einfach, ich denke, 10er wird ein bisschen spannender sein. Da kannst du noch weniger Fehler erlauben. Einerseits, also wenn du halt mal einen Stossen bist oder 2-3 Mal retiren tust. Sieht es schon mal perfekt, sehr schlecht für deine Saison aus. Also das ist so, ja. Beziehungsweise für den Gabu. Wenn er weil jetzt, das ist seine erste Saison, wo er am Championship fahren kann. Bei mir geht es eigentlich mehr so ein bisschen zum in der Nachfahren wieder. Mal schauen, wie es wird. Ja. Und ja, das erste Rennen ist wie immer in Bahrain. Die weiteren Rennen, die wir werden fahren, das können wir schon einmal noch kurz sagen. Portugal, das war meine Wunschstrecke. Dann haben wir Kanada, dann haben wir in Kassel seine Wunschstrecke in Frankreich, dann haben wir Österreich, Großbritannien, Belgien, Italien, Brasilien und ein wunderschöner Abschluss in Saudi-Arabien. Genau. Wir starten mit einem Nachtrennen und enden mit einem Nachtrennen in dieser Saison. So muss es aussehen. Und ja, da würde ich sagen, legen wir los. Wir gehen gerade ins erste Rennen rein nach Bahrain. Und sehen uns gerade wieder im Qualifying. Let's go! Let's go! So, herzlich willkommen zum Qualifying in Bahrain. Wir sind beide ins Training gefahren. Mehr oder weniger erfolgreich. Also der Gabu war schon mal so erfolgreich, dass er in die Bande gefahren ist. Dem ist das Heck ausgebrochen. Bei mir ist es so, dass sich das Auto sehr untersteuert. Also Aerodynamik beim Essen ist eben recht schlecht. Chassis, Motor und Zuverlässigkeit sind aber hingegen okay. So zuverlässig ist so gut, dass ich sogar einen DRS-Fehler hatte. Ja, also ich muss jetzt sicher noch ein bisschen mehr Flügel drauf geben. Sonst bin ich eigentlich noch happy mit dem Setup, denke ich einmal. Aber sonst ist es wird es wahrscheinlich eine Katastrophe werden. Ja, es fühlt sich gut an, die Karre. Es ist wirklich... Ja. Ist ein Traum. Du hast auch am Anfang ein Break-Issue gehabt, 3 Minuten gewartet, nachher hast du noch DRS-Fehler gehabt während dem Training. Also... Ja, alles habe ich heute dabei gehabt schon. Das ist so der Erste, der die Runde gefahren hat. Ja, ich weiß es schon. Und dann kommen wir jetzt Ferrari Boys. Fast gleich schnell gewesen, sind wir, glaube ich. Also nicht grosse Fehler gehabt, fast überhaupt keine, ehrlich gesagt. P7. Hinter dem Schuhmacher noch. Fuck, Alter, ey. Das ist doch nicht so ein grosser Unterschied, muss ich ehrlich sagen. Also ein bisschen etwas wäre noch drin. Da könnte ich locker in Kitais 23er fahren. Aber die Frage ist, ob das überhaupt noch nötig ist. Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Mamá, Mazepin, sale a pista y hace spin. Arruina a todos la clasificación. Bist du geflogen? Off the back of a fantastic qualifying session, it's time to see how our starting grid looks for today's race. Shepherd lines up on pole position, and talented Spaniard Carlos Sainz completes the front row. Moving on to the rest of the grid, we have Hamilton, Norris,
Sergio Perez and Leclerc, Joe, Gasly, Bottas and George Russell, Stroll, Ocon, Yuki Tsunoda and Verstappen, Latifi, Giovinazzi, Mick Schumacher and the Golden Boy, Raikkonen and Nikita Mazepin. And with lights out just moments away, it's time to go down to the track. Antonio Giovinazzi and the Golden Boy. Mazepin. Ja. Ich habe selber schon wieder vergessen, dass ich sie nicht da wie es tönt. And the Golden Boy. Golden Boy. Oder Aber was ich macht der geil. Verstappen so weit hinten, Mann? Das check ich auch nicht ganz. Ich finde es geil, bei mir hat er wirklich, ich weiß nicht, wie es bei dir war, bei mir hat er wirklich so 2 Namen gesagt, nachher der dritte Name. And Charles Leclerc, Perez, Hamilton and George Russell. Fast verreckt, Mann. So, ich fahre, also ich starte mit Mediums. Das ist ja eigentlich logisch auch. Und dann tue ich da noch Sprit abnehmen ein bisschen. Und dann tue ich meinen Flügel vorne wieder drauf klatschen. 9 und 10. Das ist der Schlüssel zum Erfolg. Allez, let's go. So, let's go. Erster Start in dieser Saison. Boah, Schumacher hat einen guten Start gehabt. War nicht schlecht gewesen bei mir. Aber Sainz hat genau gleich gut gehabt. Haben wir ein bisschen zu viel Platz gelassen jetzt, he? Aber haben wir können beweisen. Es ist so einfach, den Windschatten wegzunehmen. Die reagieren viel zu langsam. Okay, ich merke, dass ich zu wenig Flügel, zu viele Flügel drauf habe. Weil KI ist extrem schnell. Wow! Wenn ich jetzt einen Frontflügel-Damage geholt habe wegen dir? Wahrscheinlich schon, und es wird mir wieder nicht angezeigt. Ja, du hast gerade ausschalten, in dem Fall, dass sie dann nicht wechseln. Es ist räudig, sonst. Ja, Ferrari Motor OP. Confirmed. Oh mein Gott, ist der schnell! Wow! Okay. Wow. So, ich habe so keinen IRS-Verbrauch irgendwie. Jetzt bin ich verdammt mit der Brechstange reingekommen. 100% IRS. Ich habe mich voll reingebremst und habe ihn richtig mit Wheelbanging rausgetatscht. Und er so, great maneuver. Feisty! Können sie gern. Ah, DRS fällen wieder. Ach, der Mann. Oh, DRS offline, ja. The rear wing is down, so you can stay out while we work on a fix. Wow! Wow, Alter, der Mick. Ich habe mich jetzt fast gespinnt auf dem Curb. Und der Mick einfach so asozial drückt er sich noch rein. Ach Gott. Bremst. Ja, Mick hat Frontwing Damage. Also ich tue meine reparieren dann. Weil ich glaube, wenn ich eben die Aero nicht habe, habe ich einfach zu viel Performance-Defizit drin. Ha! Norris überholt! Friss da, du Arschloch! Hä? Ah, der hat gerade Pits gemacht. Ja, ja. Ja. Meine Boys müssen einfach einen Double Stack machen, die Arme. Aber gerade zeitlich geht es tiptop auf, ich habe 6 Sekunden. Er hat ein schönes Battle gehabt mit dem Mick, so Wheel to Wheel, hure lang. Okay, gap ahead is Der Schmick, Mumacher. seconds. Also mein DRS ist dann immer noch offline, gell? Also man will mal noch sagen, dass das Alter. Ding ist hure lang offline jetzt schon. Das heisst mal fixen.
Und ich habe doch noch eins gesagt, es wäre mal nice, wenn mal ein Fehler kommt, wo ein paar Runden anhalten, oder? Dann habe ich es Ja, ja. einfach gerade, weißt du? Ja, perfekt. Ja, wirklich. So, tatsächlich, Sainz kommt auch rein. Wie flüssig wird sie? Alter, Exit perfekt. now. Er verliert nicht mal Zeit, Alter. Perfekter Double Stack. Aber er wird richtig Zeit verlieren. Nein. Weil ich jetzt komme mit der Gruppe hinten dran. Nein, er ist vorderst voran. That was our last stop. Ja, aber ich No komme more jetzt ja am scheduled pit vorbei jetzt. stops. Aha, stimmt, Weil er ja. in der Pizza ist. Ja, ich habe gemerkt, du bist jetzt auch in der Pizza drin. Nein, ich Das ist komme ja- jetzt in dieser Runde. Der andere Esser ist eben auch gerade die andere Gruppe am Führen gewesen. Oh, da kommt noch ein Dings auch noch in die Pizza. So, Die neue von der- Nase über. Nein, einer keine neue Saison Nase. ist Okay, mein die Frontwing ist noch fertig. ganz, sehr gern. Exit Da now. kommt noch ein einer Alpha Saison. ist hinten reingekommen, noch krass. Gäbig? Giovanazzi, Ich glaube, jetzt hä? sind Okay. okay. Alle. Ah nein, ich habe Norris hinter mir. Das kann auch nicht stimmen, oder? Now, let's get some heat into those. Mal, kann schon sein. Nein, du hast das Eins hinter dir dort wieder. Ja, also, das stimmt, ja. Ja, der Guang Yu Zhou von mir. Aber wo sind die Red Bulls hin? Ich habe vorher, glaube ich, einen Red Bull eigentlich hinter mir gehabt. We're trailing our teammate by 7.7 seconds. Wow, gut, Hanne. Hure spät auf der Bremse gewesen, aber egal. Der hat auch nochmal bekommen, nice. Und tschüss. Ja, übertrieb. Also weiter vom Pferd bin ich nicht. Ja, ist gut, Alter. Jetzt ist es so. Ja, Okay, Schnauze, Alter, Mann. Oh, gell? Red Gell? Bull. Ja. Oh, yes. Verstappen. Das ist DNF. Ja. Oder Puncture. Geht die Pits. Ja, von die Pits. Ghosted, ich hab's nicht gesehen. Green flag. Die Frage ist dann überhaupt noch etwas könntest machen dann. Komischerweise ist der Guang Yu Zhou wieder schneller geworden hinter mir, aber immer noch weiter weg. Immer noch weiter weg hinter da. Easy, immerhin ein McLaren hinter mir gelassen. Sag ich auch nicht nein. grande lavoro. Sag ich auch nicht nein. Ja, und der Nando Loris hat es auf P3 geschafft, oder? Ist eben gäbig. Red Bull wieder nie, Start der Saison. Ja, das ist schon noch krass. Wo ist Mercedes? Auch ein bisschen weiter hin. Ja, nein, 4 und 5. Mhm. Ja, krass, okay. Also, Ja. ich denke, wenn Arrow ein bisschen besser wäre, ist. Ja, es ist vielleicht noch Potenzial im Essen. Wenn Arrow rum ist, ist es nicht schlecht. Schau da! Schau da! Hä? So Was sieht da das Talent ganze Publikum sitzt da. So komisch aus, Gell? Mann. Ich hab's auch gedacht. To achieve this win. Nice! Ganz Okay. gut. 12. Ganz und gut. 10. Ja, ich bin eigentlich happy mit dem Resultat. Ich meine, ich bin ja von fast hinten gestartet. Eine gute Rain-Pace gehabt. 3 Runden mehr und ich wäre wirklich am Stroll dran gewesen. Meine Bestzeit ist 8 Zehntel schneller gewesen als der Stroll. Krass. Das ist heftig. And here we are. Und wenn a ich team meine that is no Bestzeit stranger to the anschaue, podium, taking vom their vorderen place on Feld, top once again. A dann wäre ich sublime etwa race beim today Pierre Gasly and a dazwischen. stunning win for Ferrari. Also das Ja, ist Also nicht einfach- schlecht also. 7. Ja, Kann wäre man eigentlich auch nicht schlecht. damit arbeiten, das auf jeden Fall. Ja, wenn der auch noch ein bisschen rum wäre, dann wäre es besser. Ja, ja. Ja, gut. Dann würde ich mal sagen, wäre es das mal gewesen, soweit von dem ersten Rennen in Bahrain. Gabu hat gewonnen. Sehr stark. Guter Start in seine WM rein. Ich hatte eigentlich auch ein gutes Rennen gehabt, beziehungsweise solide Pace, was halt möglich war mit dem Auto, sage ich jetzt mal. Und ja, dann werden wir mal schauen, wie es in Portimao weitergeht. Ich denke, ich werde ein bisschen strugglen mit meinem Auto, wenn es schon ein bisschen Mühe hatte in Bahrain. Und da ja, wird es wahrscheinlich nicht besser aussehen, Ich nehme ich mal an. würde auch mit dem Hack ein bisschen strugglen. So
Ich nehme mir jetzt den Vorteil daraus, dass mir die Strecke gefällt, wenigstens. Ja, bei mir weniger. Ich bin nicht so Fan von Portimao, muss ich ehrlich sagen. Aber ja, wir schauen mal, was passiert in der nächsten Folge. Und falls euch die Folge gefallen hat, von F1 2021 in der Koop-Saison, würde es uns natürlich immer freuen, wenn ihr das Video bewerten, ein Abo da lassen und auch wenn ihr das Video teilen. Und sonst auch, wie gesagt, sehen wir uns wieder im nächsten Part. Und bis dann, sagen wir mal, macht's gut. Schönes Tag noch und ciao! Ich glaube, er sagt einfach nicht Tschüss, weil er Ich abgehoben sage ist. immer Tschüss, Gott, Tommy, hey, ciao!